Das Ross am Counter Jungle vom Allerfeinsten nimmt sich den Blue mal einfach schnell raus. Bumm, da hat ein Blue. Doch das den Free Kill. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Ich kommentiere jetzt mal ein Spiel. Das ist Let's Commentary League of Legends. Ich werde das Spiel, glaube ich, das Leben ist ein Ponyhof nennen. Weil es geht besonders um den da. Um den Fantastic Beat und den Hecarim. Im Gegnerteam haben wir ein Lucien, ein Cogmuff, ein Vayne, ein Thresh und ein Twisted Fate. Ja, ihr habt richtig gesehen. 3 ADCs, ein Supporter, der im Jungle ist und ein richtiger Midlane. Bei uns in der Mitte haben wir ein Fizz, down auf der Top ein Garen. Im Jungle haben wir den Hecarim. Auf der Botlane bin ich mit der Leona und ein Cogmuff. Ja, und jetzt kann eigentlich schon das Spiel beginnen. Ich habe das Ganze schon einmal gemacht und musste traurigerweise feststellen, dass ich nehme jetzt neu mit Outer City auf, den Ton, wo ich sage, und den Spielton über Fraps und das Video auch über Fraps. Und jetzt ist das Doofe, habe ich vergessen, weil ich neu mache, dass ich bei Fraps meine Tonspur ausstelle, also dass das, was ich sage, aufgenommen wird, habe ich vergessen auszustellen. Moment. Immer fängt es nicht bei 0 an. Ich drücke hier V, damit ich hier nur unsere Sicht habe. Und ich habe etwas Neues herausgefunden. Wenn ihr mit rechts drückt und dann hier so runterdrückt, könnt ihr hier so eine Sicht haben. Ja. Ja. Hier werde ich jetzt mehrheitlich eigentlich so spielen. Ja, ich muss hier noch schnell einstellen. Fizz ist in der Mitte, Garen ist auf der Top-Lane, hier unten stimmt's. Der Lucien haben wir, glaube ich, auf der Botlane gehabt. Dann so. Jo. Hier haben wir so. Dann hier haben wir ich und der gute Fantastic Beat auf einer Spur. Er hat gesagt, er hat seine Runen, die er eigentlich für eigentlich hat für hier wollte ich ein Ross köpfen. Die er eigentlich für den guten Udyr hat genommen. Die hat Movement Speed Runen drin. Aber das ist ja eigentlich nur so eine Nebensache. Ich frage mich, warum wir hier 100 Gold mehr haben als die Gegner. Tja. Hier werde ich jetzt das Ganze eigentlich kommentieren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe hier vergessen, eigentlich Musik anzuschalten, aber ich hoffe, das macht hier nichts euch aus. Ja. Und Minions have Spawns. Jetzt heute mal hier so, so geil, eine Leona, oh, ja. Hier der Blue Buff. Hier, ich mache hier schon mal den Blue Buff. Was passiert? Der gute Jungler pennt. Na danke. Lässt er mich hier alleine der Blue Buff machen. Doch da sagte er, ich kann schon gehen. Und ja, das mache ich dann auch. Hier, zu viel Gesmeide, na toll, ne? So, hier geht's weiter. Ich natürlich sofort mein Ding ist mein Busch gesichert. Aber keine Ahnung warum. Der Lucien hier hat einfach mich ignited. Gleich am Anfang mich ignited. Warum macht er das? Das ist doch böse. Hier auf der Toplane läuft es, wie man sieht. Und hier in der Mitte auch. Nur hier auf der Botlane nicht so ganz. Weil unser Cogmuff war kurze Zeit AFK. Ja. Hier macht jetzt Red Buff. Das gute Pony. Und der Fizzle gewinnt auch in der Mitte. Und die Toplane hat Ghost eingesetzt und jo, ich glaube hier passiert gleich was und First Blood.
Jo, das läuft hier bei uns auf der Botlane. Läuft's mehr oder weniger. Aber ich finde es ja ganz geil, dass ich das hier herausgefunden habe. Dass ich hier, ja. Und hier in der Mitte ein Gank und der Fizz bekam einen Kill. Das Pony grabt sich hier schon wieder zu dem Red Buff gehen. Hofft, dass der gegnerische Jungler, der Trash, aufgeist. Aber ist er nicht. Und hier, das Pony kommt auf die Botlane. Wo bin ich? Ich bin in der Base, weil ich Lowlifer. Doch niemand interessiert sich. Er gankt und fail. Wah, 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 wah. Das war wohl nichts. Ein Satz mit 6, das war wohl nix. Weil der gute Leona nicht da war, die jemand stunnen könnte. Hätte er ein bisschen auf mich gewartet. Ich war schon hier hinten. Hätte er auf mich gewartet, dann wäre das nicht passiert. Kokmuff ist tot. Und ich musste die Botlane alleine deffen. Ja, ich dachte gerade, jemand kam im Zimmer. Deswegen habe ich hier gerade kurz stumm gewesen. Ja, was wollen wir hier noch sehen? Der Fizz wartet und geht weg. Botlane ich alleine gegen 2 und Toplane Garen. Ja, läuft bei dem. Bei dem Jungler, was hat er für einen Farm? 13, 14, 17, okay. Und ich habe einen 5er Farm. Ich hoffe, dass hier bald irgendetwas passiert. Goldmäßig seht ihr, haben wir immer so ein bisschen 100 Gold, ein bisschen im Vorsprung. Wegen First Blood und das zweite Kill, wo wir haben. Und sie haben auch ein bisschen aufgeholt, weil sie unseren guten Kokmuff hier gekillt haben. Toplane ist nichts los, Midlane ist nichts los. Und natürlich schön am Counter jungeln, wo nichts bringt. Und hier, ja, ihr seht ihr schon, das Pingen, der Trash ist unterwegs, der Kokmuff pennt. Wieso pennen die? Die hätten ihn killen können. Der wäre jetzt schon tot. Aber nein, sie pennen. Doch hier, das Ross kommt rein. Das Ross, das Pony. My little Pony. Ja, ist er gern ein bisschen useless. Er ist gestorben. Aber hier, das Pony, was macht es? Macht es ein Kill? Schafft es einen Kill zu machen? Das ist böse. Hier wird's knapp. Das wird so ziemlich knapp. Ja, es muss jetzt definitiv. Er würde gerne wahrscheinlich beide Kills machen. Aus irgendeinem Grund, er würde sie gerne machen, aber er schafft es nicht so ganz. Ich denke mal, es ist halt schon. Guck mal, macht trotzdem Damage. Und hier passiert es. Er hat seinen Kill. Er hat seinen ersten Kill. Ja. Hier und überlebt noch. Toll. Midlane ist noch down, aber nicht da. Ja, ich bin tot. Warum bin ich tot? Ich bin gestorben. Da war ich ein bisschen abgelenkt. Warum ich hier gestorben bin, weiß ich nicht mehr so ganz. Ich muss hier die Hand von der Tastatur nehmen. Eine vorherigen Aufnahme, die ein bisschen fail war, weil ich doppelt meine Stimme aufgenommen habe und das wollte ich dann nicht so veröffentlichen. Ja, hier fragt er, warum ist der executed? Aber ich sagte ihm, wollen wir das nochmal anschauen? Hier schaut mal das an. What? Shut down. Hier, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, hier. Ja genau, hier sterbe ich, ja. Hier gehe ich rein. Ich dachte, er kommt auch rein. Aber nein, da bin ich gestorben. Hier, Flash in das Nichts. Ja. Hier haben sie ein bisschen gepusht, habe ich so das Gefühl. Nein, sie haben nicht gepusht. Doch, sie haben gepusht. Sie wollten wirklich zum Tower, um ihn zu kriegen. Dann, der Kokmuff. Jetzt müsst ihr mal überlegen. Der gute Kokmuff. Was macht der? Geht auf die Vayne, attackiert sie, macht ihr Schaden. Die Vayne stirbt. Was macht der Lucien? Er greift ihn an, um ihn zu killen. Aber nein, der Tor, um sie zu schützen, die hier drin steckt. Aber schafft er sie nicht. Und der Kokmuff hatte kein Auto-Hit auf den Lucien gemacht. Warum nicht?
Der Turm fing ihn an zu schieben, weil der Lucien auf den Cogmouth angegriffen hat. Also hat den Turm die Vayne in Ruhe gelassen. Hätte der Lucien nicht früher, nicht zu spät eingeschaltet, also ein bisschen später eingeschaltet, wäre die Vayne gestorben. Und der Kill wäre wahrscheinlich noch davon gekommen. Oh, hier gab es wieder ein Kill für den Fizz. Habe ich hier gerade gesehen so. Hier Toplane läuft irgendwie so nichts. Oh, hier wollte er ein Kill geben. Ja. Wer hat den Blue? Oh, der Trash hat den Blue. Aber jetzt dann gleich. Jetzt hat... da kommt... Jetzt hat es das Ross. Das Ross hat den Blue. Und jetzt... Ross, lauf. Lauf, Pony, lauf. Oh, hier ist er low. Hier ist er low. 17 HP hat der. Ja, und da. Zum Glück kam der Garen. Das Ross überlebt. Das Ross rennt. Ja, ich probiere so die beste Sicht zu kriegen. Es wäre geil, wäre irgendwie lol aus dieser Sicht. Stellt euch das mal vor. Hier so. Also Sicht von Vayne müssen wir auch mal überlegen. Hier so. Ja. Aber hier geht es nicht um, was wäre die geilste Sicht, sondern hier geht es um LOL. Ja, um das Spiel, wo ich einmal gespielt habe vor ein paar Tagen. Und hier, was passiert hier oben? Der Turm muss gedefft werden. Der Twisted Trade kommt. Was macht der auf Top Lane? Hier ist doch der Midlaner auf der Top. Was passiert hier? Komplett alles auf dem Kopf. Hier bekommt der Fizz ein Blue. Yo, Fizz bekommt ein Blue, doch sein Top Lane, seine Midlane ist auf der Top Lane. Doch hier auf der Botlane ist es noch ziemlich neutral. Doch hier, Double Gank, ich sehe das, dass sie kommen, engage, stunne die Vayne, stunne sie mit der Ulti, die Vayne ist hundertprozentig down. Hier noch der Lucien, ja, yo, Killing Spree, Fizz, hier gab's Kills, hier ist die Action, Leute. Ja, sie gehen wieder, beide haben ein Blue. Und dann dachten wir, ja, die Botlane fehlt, die Midlane ist auf der Toplane gewesen, also können wir doch locker mal hier noch den Dragon machen. Aber hier die Hilfebete von Cogmouth kamen ein bisschen in das Nichts. Ja, ich habe ein bisschen wenig Mana, deswegen gehe ich back, aber hier, schaut mal das hier, das Team, perfekter Jungler hier, 3 Kills, 5 Beihilfen, 0 Tode. Das ist ein Game vom Allerfeinsten, Leute. Ja, ich werde hier eigentlich, wenn ziemlich nichts bei mir passiert, werde ich hier auf dem Ross drauf sein, weil um den geht es hier ein bisschen am meisten. Und hier geht sein Kill nochmal. So, hier perfekt, hier. Ja, da kommt mir doch nicht. Da macht er doch noch schnell die Ulti nach und er ist tot. Ja. Hier, Twisted Fate ist down. Auf der Botlane. Was läuft hier? Ich habe hier hingesetzt, den Ward, hier ungefähr. Und der glitschte runter. Also haben wir hier gewartet. Hier, die Vayne. Was passiert hier? Ich sagte, SS für den Lucien, dass er wegging. Doch ich wurde noch geflamed. Dann sagte ich noch, die Vayne kommt nach, als sie gleich wegging, als ich sie hier unten noch gesehen habe. Aber nein. Ich werde noch weiter geflamed. Eure Botlane kommt hier in die Midlane. Nein. Aber das bringt uns alles nichts. Das kann man jetzt halt nicht mehr ändern. Ich komme rein. Will auf die Leona engagen. Fail. Oh mein Gott. Das Fail. Oh. Aber trotzdem, die Vayne ist down. Lucien, da wollten sie irgendwie nicht kommen. Ich weiß auch nicht. Perfektes Stun hier. Musste man nur noch engagen. Aber keine Ahnung. Ich bin low, ich gehe trotzdem noch weiter rein, ich will helfen, ich will Beihilfen haben, aber ich schaffe es nicht. Da dachte ich, jetzt, ja, da hatte Cogmouth keine Idee, jetzt gehe ich mal weg. Und das Ross, das Pony, wollte auch weg. Hier, da haben wir es. Und wer so nimmer mal sehen wollte, ich finde das eigentlich geile Ansicht hier. Wenn ich einen Kommentar mache, werde ich aus dieser Ansicht, nicht aus dieser, weil man sieht sie eigentlich...
in dieser Ansicht hat man ja das LOL. Ne? Ich werde es aus dieser Ansicht oder so machen. Hier das Pony, das Pony. Wie sieht man da einfach die Namen, ne? Das My Little Pony. Unstoppable. Hier, der Garen überlebt. Hier geht's mal wieder weiter. Hier die Ulti auf den Twisted Fate. Dann holen wir noch den Trash nach, ne? Oder doch nicht? Ne, der Turm macht Schaden. Das wollte er nicht riskieren. Hier, ich auf der Botlane. Pushe ein bisschen für mich alleine. Ich dachte mir, der Turm hier muss fallen. Der muss weg. Der ist mir einfach ein Dornmal gewesen. Ich ging andauernd auf die Botlane und wollte den Turm down haben. Und ein bisschen farmen. Also ihr seht schon 23 Farben. Klappt bei mir. Läuft mir. Und hier bei dem Ross. Schaut euch das Ross an. Das Horsey. Und hier in der Mitte. Hier läuft's auch ziemlich gut. Hier lässt er ihn Fistenkill oder nimmt er ihn selber. Ja, ich glaube, das gehört dem Fist auf sicher. Hier, ich wurde auf der Botlane angegriffen von der guten Wayne. Doch, hier das Ross hörte die Hilfeschrei. Ich engage, stunne sie, slow sie, damit er sie sicher bekommt. Aber, huch, sie ist weg. Aber das dann ist mal wieder perfekt geused hier von mir. Ich wollte hier eigentlich den Turm tanken, damit er nicht auf das gute Ross geht. Aber ging nicht so ganz. Doch hier, ich werde schon wieder gegankt. Ich saß, ich wollte hier noch schnell ein paar Minions haben und ging weg. Doch hier, was macht der? Ein Grab und ich natürlich werde nicht getroffen. Oh mein Gott, diese Sicht. Oh mein Gott, was mache ich hier? Ein Schutzschild. Es klappt nichts mehr hier. Er hat keine Chance mehr. Der gute Trash, der Jungler, hat keine Chance mehr. Hier ist das Ross. Aber hier auf der Botlane, ich sehe, dass der Fist kommt, wollte eigentlich zuerst backporten, doch dachte mir, ne, jetzt holen wir uns noch der Kill, aber Trash ist weg. Wo ist er hin? Hier, ich habe auf den Turm gepinkt, dass wir ihn angreifen wollen, aber ne. Ja, ich sah das Ignite nicht, tut mir leid, ich sah das Ignite nicht, dass er ignited war. Und dann flammte, oh mein Gott, das Stil und ließ mich sterben. Da war ich tot. Aber das Ross hier am Counter Jungle vom Allerfeinsten nimmt sich den Blue mal einfach schnell raus. Bumm, da hat ein Blue. Doch das ein. Den Free Kill auf der Top Lane. Er ist schon Legendary. Bei 8-0 wird man Legendary. Und hier, er will nicht aufhören. Er ist Legendary, aber er will noch weitere Kills. Er ist schon Legendary, hat ein 9:0. Es ist wirklich, das Leben ist ein Ponyhof hier in dem Game. Also jetzt im Ernst. Ja, auf der Botlane wird auch Kills gemacht. Aber das war jetzt wirklich ein Hin und Her. Doch hier, man weiß es, er läuft weiter. Aber keine Chance gegen das Q. Oh mein Gott, da wollte er ihn. Aber die Wayne hat ihm geholfen. Vielen Dank, Wayne. Wow, du bist die Beste. Und das schafft er nicht mehr. Das war ein Shutdown. Doch hier das Pony, was macht es? Es killt. Ja. Was will man hier noch dazu sagen? Das war definitiv outplayed. Aber schade um der Cockmuff. Er soll in den Turm rennen, nicht so den Minions. Nein, es war nämlich ein First-Time-Cockmuff. Er hatte noch nicht sehr oft gespielt, den Cockmuff. Hier, jetzt könnt ihr mal schön da hinten noch den Kill sehen, den Fist gemacht hat. Jo, das war genau die perfekte Einstellung von der Kamera. Und hier geht weg. Sehe ich mich hier noch? Knopf HP, da hinten bin ich. Am Minions farmen. Aber nee, hier wollte er nicht mehr gehen. Hier, ich noch hier wieder am Farmen. Natürlich. Läuft bei mir. Ich denke mal, so kann man auch prima einen Film drehen. Ja, was macht der da?
Das war ein Kill vom Allerfeinsten. Der Lucien wollte die eigentlich abhauen, wollte einen Execute herbringen, aber nein, das war ein Fehler. Hier mit 11:0 geht er rein. Hier killt die gute Vayne. Und dann geht's weiter zu den nächsten Kills. Er will nicht aufhören. Er holt sie sich. Er holt sie sich zu 100%. Nein, das war der Kog'Maw. Die Kog'Maw holt sich Kill. Hier, meine Ulti war ein bisschen daneben. Hat ihn nur geslowt. Aber reichte für den Kog'Maw, dass er wieder mal einen Kill nehmen konnte, ohne es dem guten Ross zu geben. Auch wenn es clever wäre, ihm die Kills zu geben, weil dann gewinnt er sicher. Hier Engage von mir, Stun. Ich laufe eigentlich weg, damit das Ross ihn haben kann. Aber nee, er dachte sich, lieber nicht, ich gehe weg hier. Hier, ich blockte die Ulti vor dem Ross, damit das Ross nicht gekillt wird und der Fizz bekam. Warum habe ich eigentlich da keine Beihilfe genommen? Ich habe das Ross dem Leben gerettet, dem Ross. Nein, ich bekomme keine Beihilfe. Aus irgendeinem Grund bekomme ich keine Beihilfe. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich glaube, man muss nur Damage machen. Doch ja, es geht weiter, es geht weiter. Oh, Triple Kill vom guten Fizzy. Gefisselt wurde er. Doch, wo ist das Ross? Wo ist das Ross? Es lebt noch. Ja, es lebt noch. Und da, hier, guck mal, ich sah den Teleport. Ich ging sofort auf ihn drauf. Er hat keine ruhige Minute hier, um zu überleben. Ja, das Ross ist immer noch Legendary. Es hat 13:0 zu 12. Läuft bei dem. Hier, da kommt der Lucien. Der gute Kog'Maw wollte zuerst wegflashen, schafft es aber nicht. Hier, ich warte auf mein Engage. Oh. Und da war das Double Kill von dem guten Garen. Ja. Hier, ich wollte eigentlich backporten, aber die interessiert sich nicht für mich. Doch hier, das Ross kommt. Der Garen wird nicht sterben. Nein, das Ross wird Legendary. Also bleibt Legendary. 14:0 zu 12. Mein Gott, das Ross hier. Das ist so gefeedet. Ich habe hier backreportet, dass der Trash hier nicht auf das Ross geht, sondern auf mich. Das war eigentlich hier ein Gespinst. Warum geht er nicht auf das Ross, sondern auf mich? Er hätte das Ross sicher noch gekillt, aber nein, der Trash wollte auf mich gehen und failte. Hier, der Fizz, der steht hier. Keine Ahnung, was der macht. Der steht hier. Ich glaube, der hat etwas im Skype drin gesagt, weil wir waren alle 5 drin. Doch hier, da kommt das Q, das W vom Fizz. Und dann hier, da kriegt er sein Blue. Ja. Noch schnell ein E reingemacht und noch ein Q und schon hat er den Blue. Yo. Weiter geht's hier in der Mitte. Das Ross macht weiterhin Kills. Es hat den Kog'Maw gekillt. Yo. Der Kog'Maw ist ein bisschen verwirrt, rennt hin und her und will am Schluss endlich farmen. Er hätte sich vielleicht noch eine Beihilfe holen können, wenn ihm mir auf den Kog'Maw gegangen wäre und der gestorben wäre. Aber nein, er stirbt nicht. Hier, was soll das für eine Ulti? Das ist Lush. Oh nein, der Fizz ist gestorben. Weil er wurde von allen Seiten ein bisschen penetriert. Hier, der Kog'Maw. Was macht der? Nein, er stirbt auch noch. Doch hier, die Vayne ist tot. Mit dem Dribble Kill für den Garen starb die Vayne. Hier 3 sind tot, 2 leben noch. Bei uns 2 sind gestorben, 3 leben noch. Das war definitiv gut. Wir bekamen dadurch auch noch einen Kill. Ein Turm. Tut mir leid, ein Turm. Und dann noch ein Kill für das gute Ross. Er hat jetzt 15:14. 15:014. Ja, 15 Kills, 14 Beihilfen, 0 Tode. So ein Jungler will man haben. Das ist doch perfekt, wenn man so einen Jungler hat. Hier, ne? Das mehr will man nicht. Hier, der Kog'Maw, was macht der? Lol. Da hat er die Ulti gefailt. Hier ist noch wieder am Farm, natürlich wieder Outside. Hier der Fizz locker die Vayne down gekriegt. Kein Leben verloren, yo. So macht man das. Es ist halt ein bisschen eine Fehler von denen gewesen, dass sie 3 ADCs hatten, einen Supporter im Jungle und dann noch, ja, der Midlaner, ja, so ein Twisted Fate halt.
Aber 3 ADCs. Botlane 2 ADCs, Toplane eine ADC. Das war ein bisschen nicht gerade clever gewählt. Vielleicht, wenn der Toplaner gewonnen hätte, der ADC, und die Botlane gewonnen hätten, dann wäre es vielleicht gut ausgekommen. Aber tut mir leid, Leute, sowas, da lassen wir uns nicht auf der Nase drum tanzen, besonders das Ross nicht. Nein, das Ross holt sich die Kills hier, ne? 15 Kills, 14 bei 11, 0 Tode. Hier, da wurde ich ein bisschen angegriffen. Doch hier, der Kog'Maw wollte helfen, das Ross wollte helfen. Auch ich konnte sie leider nicht mehr länger hinhalten. Sie warten hier, glaubst ein bisschen auf ihren Einsatz. Das Ross wittert ein Double Kill, wollte sich einen Double Kill holen, holte sich der erste Kill. Doch da kam die Stunrate von Twisted Fate hier um. Und der Kog'Maw stirbt gegen die Vayne. Und hier noch der Double Kill von dem Ross. Der Fantastic Beat holt sich hier den Double Kill. Hier, was macht der Kog'Maw? Er flasht von hier nach hier. Warum? Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Das war sein sicherer Tod. Er hätte hier entlang laufen sollen. Nicht hier rüber flashen. Weil das war total nicht gut von ihm. Das war der sichere Tod für alle. Hier unten der Fizz. Was macht er? Er pusht. Ja genau, er pusht. Und hier der Garen ist im Jungle. Das Ross tanzt. Ja, der Trash, der Gute, versucht hier die Minions abzuhalten. Und ja, hier begegnen wir uns. Ich wollte eigentlich ein bisschen beim Ross bleiben. Also verfolge ich ein bisschen das Ross. Oh, hier wurde er gegrabt. Jo, da habe ich ein bisschen meinen Q eingesetzt, um die Minions zu weichen und zu tanken. Hier rein kam es. Wo ist er? Wie sucht ihn? Da ist er! Da ist er! Los, Leute! Hier sind 4 auf einen verfolgt. Ja, da sind noch 2 andere Gegner. Wir sind zu 5. Die haben halt ein bisschen... Wir sind das bessere Team. Wir sind zusammengespielt. Ja, so muss man spielen. Ein bisschen zusammenspielen und nicht immer alleine gehen. Das ist perfekt. So kriegt man ein 19:0 zu 16 Ross. Yo, die Lohn... Ja, das läuft hier bei uns. Schaut mal die Stats an. Schaut hier oben. 14 zu 58 sind die Team-Stats. Die Gegner haben 14 Kills. Wir haben 58 Kills. Das ist doch logisch, dass wir hier 18.000 mehr Gold haben. Das ist doch fast schon logisch hier, wenn die Gegner so spielen. Doch hier, was läuft hier? Der Kog'Maw. Hier, das seht ihr. Sie sind zu 2 gegen 1. Das ist doch logisch, dass das stirbt. Ja. Da hätte er eigentlich umkehren sollen und direkt auf die Vayne zulaufen. Dann hätte er eine Chance gehabt, vielleicht noch ein bisschen Schaden reinzurücken. Aber nein, er läuft weiter. Hier werden wir ein bisschen penetriert hier von der guten Vayne. Ich warte um Hilfe. Das Ross auf der Toplane hört die Hilferufe, kommt runter. Ich sehe das Ross hier kommen. Wollte meine Ulti eigentlich hierhin usen, aber nein, ich war ein bisschen daneben mit dem Maus und schaffte sie nur zu long. Doch hier, das Ross wird ein bisschen penetriert. Es ist immer noch Legendary. 20:0 zu 16. Ja, hier, oh nein, der Garen ist geschaut haben. Hier das Ross, nein, was passiert hier? Die Ulti von Twisted Fate. Nein, oh, gut ausgewichen. Hier, er wird überall angegriffen. Ja, da wollte er noch einen Kill und nein, er ist gestorben. Das Ross ist tot. Das Ross ist tot. Warum ist das Ross tot? Was soll das hier? Unser Ross ist gestorben. Nach 20:0 ist sein erster Tod. Hier im Skype drin wurde es so ziemlich laut. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber nee, ich hätte sollen auf Aufnahme drücken. Dann hättet ihr die Schreie alles gehört. Ich hätte es reingeschnitten, aber nein. Heute halt leider nicht. Hier, ich engage hier leider. Keine Ahnung, warum der gestorben ist. Wurde der ignited? Ich habe mich jetzt nicht geachtet. Er ist einfach gegen die Vayne gestorben. Vielleicht war es ein Auto, der noch nachflog. Keine Ahnung, ich wollte ihm das Leben retten. Doch hier, der Kog'Maw. Was macht er?
Der ist so lowlife und geht hier in 2 Gegner rein. Ein Fizz und eine Leona. Hier, der Fizz macht sofort die Ulti. Er merkt die Chance und nichts war. Der Cogmuff konnte hier keinen Kill reißen. Hier, jetzt kommt's. Die Schlacht vor der Base. Hier, ich wollte rein, um zu sehen, wo sie sind. Wollte engagen. Doch zum Glück, denke ich mal, traf ich jetzt nicht. Weil das wäre nicht gerade clever gewesen, wenn ich das getroffen hätte. Hier, das Ross, es wartet auf seinen Einstieg. Hier, wir gehen rein. Das Ross kommt. Ulti. Er macht einen Kill. Und hier, Dwayne macht jetzt eine Ulti. Aber das war umsonst. Das ist Double Kill. Hier, das Ross macht weitere Kills. Ich mache hier weiteren Schaden auf die Gegner. Bin alleine. Will hier engagen. Hier nochmal. Er hat schon ein Triple Kill. Hier, Quarter Kill. Ich slow ihn. Geh noch einmal rein. Dann Pentakill! Er hat den Kill! Er hat seinen Pentakill, seinen lang ersehnten Pentakill, den er schon wieder. Es war zwar schon er sagte sein ungefähr 20. Pentakill, aber er hat ihn bekommen. Er wollte unbedingt einen Pentakill schon seit längerem. Er schafft es nicht, doch jetzt hat er seinen Pentakill. Das Ross, den Fantastic Pete hat seinen Pentakill. Das ist wirklich, der Titel ist begründet. Hier, von dem, das Leben ist ein Ponyhof. Hier, geht noch mal rein. Wir sind unschlagbar, fast unschlagbar. Hier, das Ross macht immer noch weitere Kills. Doch hier, das war ein bisschen schade wegen dem Turm. Das Ross wurde geshutdownt. Ich habe hier noch ein bisschen überlebt. Der Fizz und der Garen waren noch in der Base, konnten nichts mehr helfen. Aber er hatte sein Penta gekriegt. Er war zufrieden. Hier, das ist ein todsicherer Win gewesen hier, dass er hier den Penta bekommen hat. Yo, was will ich jetzt noch schauen? Es gab ein Penta hier von uns. Also für einen guten Fantastic Beat. Ich hoffe, der gute Swissmate HD, der unbedingt einen Beweis will, dass er ein Pentakill würdig ist. Deswegen wollte er unbedingt ein Pentakill. Der Swissmate HD wollte einen Beweis, dass er wirklich Pentakills würdig ist. Ja. Hier, der Fizz, er lacht sich im Bauch voll wegen dem Penta. Ja, hier kommen Unterstützung. Weil es ist ja zwar nur ein Cogmuff. Das Ross ist schon wieder unterwegs. Es steht wieder. Nach seinem Pentakill ist das natürlich nicht lange am Schlafen hier. Es geht schon wieder los. Ja, ich eigentlich selber muss ich noch sagen, ich ging Tank. Wir hatten keinen anderen Tank. Ich ging Tank. Hier nochmal ein Kill für das gute Ross. Yo. Und schon wieder. Es hat schon ein 27, 2:18. Wenn das nicht schon ein todsicherer Kill ist. Was macht der Twisted Fate hier beim Baron, bei Nashor? Doch hier, keine Ahnung. Hier, jetzt seht ihr mal. Den Nashor. Hier, von hinten, von vorne. Das ist das pure Böse. Der musste sterben hier gegen uns. Ja, er ist natürlich nicht gewachsen gegen ein 27-2-18 Ross. Ja, wir haben den Ban bekommen. Das Ross, es entfernt sich wieder von uns, weil es kann auch selber ein bisschen killen. Wollte nur ein Red Buff. Hier gehen wir wieder weiter rein in die Base. Da oben, ich sehe einen Lone Cogmuff. Ich weiß nicht, ob ich stealen wollte, ob ich nur helfen wollte. Jedenfalls, die Ulti war schon geused. Ich hatte nicht mehr Rechtsklick gemacht, damit die Ulti abbricht. Also die Ulti war draußen, was mir vielleicht noch irgendeinmal das Leben gerettet hätte. Aber, tja, die Ulti ist draußen, da kann ich nichts mehr machen. Hier, ich wollte unbedingt den Inhibitor schaffen. Aber nein, neben einem Vayne und einem Lucien habe ich keine Chance. Gleichzeitig, als ich starb noch der Trash gegen den Garen. Ja, also, ja. Das war nicht gerade clever von mir, dass ich da unbedingt den Inhibitor wollte, aber, tja, der Twisted Fate ist der einzige, weil sie alle auf mich gingen. Dann waren sie halt ein bisschen abgelenkt. Hier, aber was macht der Garen? Was macht der Garen? Was macht der Garen? Nein! Ja, lieber Garen, das nächste Mal nicht zu nah an die gegnerische Base. Das wäre clever gewesen. Aber hier das Ross, schaut mal den Damage von dem Ross an. Hier, es macht hier eins nach dem anderen. Hit um Hit. Hier, er schafft nur einen Turm nach dem anderen. Hier,
Er hat schon ein 27-2-18. Doch es will irgendwie nicht so ganz aufgeben. Es will noch Kills. Es hat noch nicht genug, das Ross. Hier 28-2-18. Die Vayne. Oh, diese Ulti ein bisschen daneben geschossen von einem guten Fizz. Aber sie waren abgelenkt und daher konnte noch das gute Ross einen Kill machen und den Last Hit auf den Turm machen. Ja. Das war mein Let's Commentary von dem Spiel League of Legends über das Gute. Das Leben ist ein Ponyhof. Eigentlich heißt es ja, das Leben ist kein Ponyhof, aber hier in dem Fall schon. Ihr schaut mal nochmal die Stats an. Garen auf der Toplane 18:5:8. Der gegnerische Kog'Maw auf der Toplane 3:21:3. Keine Chance. Der Jungler, unser Jungler, 29:2:18. Das ist wirklich, und mit einem Penta haben wir schon fast aufgehört. Die Teamstats 26:75. Hier, die hatten keine Chance. Schau mal den Goldunterschied an, die Türme und alles. Hier, der gegnerische Jungler 1:14:11. Das war komplett nicht halt gut. Midlane 23:4:15. Da kann der Twisted mit seinen 3:17:7 einpacken. Hier die Vayne, im Gegensatz zu unserem ADC. Unser ADC 12:10:20. Ja, gut. Er hat ja ein paar Kills an den Hecarim verloren, weil der hat hier schon so gefeedet war. Und hier die Vayne 16:19:0. 19! Eine Vayne. Gut, es ist eine Vayne, sie macht Schaden, deswegen hatte sie 16. Sie hatte die meisten Kills von allen mit Abstand. Hier, das ist sozusagen, ich sag mal, das war sicher der Supporter zu mir. Hier, ich gehe ein bisschen Tank. Hier oben, das bin ich noch. Sagt auf Wiedersehen von der guten Leona. Ja, hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen ranzoomen. Hier, eure gute Leona sagt auf Wiedersehen. Das war von meinem Let's Commentary über das Ross, wie es gefeedet war. Es feiert noch ein bisschen über sein Penta. Wir waren alle aus dem Häuschen wegen seinem Penta hier. Er hat sein Penta bekommen. Das war ziemlich gut. Er hat gewonnen. Wir haben gewonnen. Das war's von mir. Auf Wiedersehen. Euer Knallfrosch LP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Tschö mit, da bleibt nur noch zu sagen, tschö mit Ö und ciao mit V. Euer Knallfrosch LP. Tschüss.